Say goodbye to white picket fences. Say hello to palm trees and Benzes. Let's say you gotta fall, I have it all. Hallo, ich bin die Nashita und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Laber-Video. Und zwar haben wir heute ein wunderschönes Mikrofon. Ja. Und da drauf steht sogar SingStar, weil... Moment. Da drauf steht tatsächlich SingStar, weil... Ihr kennt ja noch die alte PlayStation 2, wo die SingStar-Mikrofone noch drin sind, wo man so haben und so singen vor dem PlayStation, also vor der PlayStation 2. Das kann man leider heute nicht mehr bei der PlayStation 4. Aber ich habe herausgefunden, dass die PlayStations-Mikrofone gut zum Aufnehmen sind, also die noch funktionieren, weil das blaue da und das rote sind ziemlich alt. Also mein Handy glaube ich seit ich 12 bin oder so. Oder länger. Nein, die sind noch nicht so lang, haben wir die glaube ich. Wir haben mal 2 Kabel, die sind kaputt gegangen und dann haben wir uns die beide geholt. Und die 2 sind die letzten Mikrofone, die wir uns geholt haben, bevor es Switch und so alles geht. Und ich bin hinten nachher. Lasst mich in Ruhe, okay? Genau heute an dem Tag, es ist wirklich sehr frisch, hat ein ich kann mir reden, Kopf, hat ein Zeitungsartikel die Schweizer YouTube-Szene sehr aufgebracht. Und zwar kennt ihr doch alle den... Scheiße. Ich habe heute einen Artikel gesehen, wo die Schweizer YouTube-Szene sehr aufgeregt hat. Und man denkt sich nur so, warum? Und zwar kennt ihr doch sicher alle die Zeitung Blick. Und nach Blick geht es ja noch 20 Minuten. Und Luzerner, also... Ist Blick eine Zeitung? Egal, Blick ist jedenfalls 20 Minuten, so wie die Luzerner Zeitung und Aargauer Zeitung. Und die Tageszeitung sind alles Zeitungen, okay? Okay, sagen wir mal so. Es sind alles Zeitungen. Ja, es sind Zeitungen. Okay. Ihr kennt doch sicher die Zeitung Blick. Nach Blick gibt es noch 20 Minuten und Luzerner Zeitung und Aargauer Zeitung und viele weitere Zeitungen. Blick sowie 20 Minuten hat auch eine Online-Seite. Und ich habe sogar heute einen Artikel gelesen, wo drauf steht: Von Blick. Jugendliche pfeifen auf Schweizer YouTuber. Wow. Moment. Was hat das zu bedeuten? Und da steht zwar: Schaut man sich das Konsumverhalten von Schweizer Jugendlichen an, hängen die YouTuber an unseren Nachbarländern. Die himmlischen Vertreter in Sachen Beliebtheit locker ab. So schreibt Blick, einige Lieblings-YouTuber zu haben, ist für die meisten Jugendlichen in der heutigen Zeit so sicher wie das Amen in der Kirche. Stundenlang unterhalten sich die Teenies mit Game Streams, Beauty Tutorials und Comedy-Videos. Doch eine neue James Focus Studie ist, der CHW-Fachgruppe Medienpsychologie in Auftrag von der Swisscom, zeigt auf, kein einziger Lieblingstuber unserer Jugendlichen stammt aus der Schweiz. Stattdessen sind auf der vorderen Rang nur Exporte aus den Nachbarländern der jeweiligen Sprachregionen zu finden. Die Gründe dafür sind nicht ganz klar. Einige Möglichkeiten ist, dass die Algorithmen bei YouTube auf die Sprachregionen und nicht auf die Landesgrenzen eingestellt sind. Zudem konsumieren Jugendliche mit Bravo und Co. mehr News ihrer Stars aus den Nachbarländern. Versucht CHW Medienpsychologie Daniel Süß das Phänomen zu klären. Und da steht sogar Lieblings-YouTuber der Jugendlichen. Bibis Beauty Palace, Julian Bam, KS Freak, What Else, Ape Crime, ApoRed, Dagi B, PewDiePie, Shireen David,
Denner und Inscope. Das sind die ersten 10 aus der Deutschschweiz. Romandie hat Zupiren, Norman fährt Videos, Squeezy, Mr. V, Enjoy Phoenix, NATO, Legier schon, Thibaut, In Shape, Andy, Sullivan Weed. Das sind, glaube ich, schon mehr. Also ich weiß es nicht, ich kenne keine einzige. Also bei der Deutschschweiz muss ich sagen, ich kenne fast jede einzelne davon. Außer PewDiePie, okay? Und Inscope. Ja, das zeigt schon. Ich kenne auch fast alle von der Deutschschweiz. Vom Casino sind es Stereo B, Fati TV, The Show, I, Pentalas, Anima, Matt and Beast, Amedo, Preziosi, Greta Menchi, Soda, Daniel Doesn't Matter. Das sind die Top Schweiz von der Deutschschweiz, Romandie und von Tessin. Anscheinend. Und überall steht bei dieser Blick-Reportage. Bei dieser Reportage steht überall, Bibi ist am erfolgreichsten. Ja. Ja, und dann werden sie die Leute weiter befragen. Also, was wollte man damit sagen? Also, wahrscheinlich habt ihr schon auf Twitter gesehen, dass der Swiss News etwas dazu geschrieben hat und ich ihm geantwortet habe, dass ich ihm komplett recht gebe und das total oberflächlich ist, so etwas zu schreiben, weil Blick kann gar nicht Hintergrund. Also, hat Blick überhaupt gut recherchiert? Also, ganz ehrlich. Was auch wirklich so ist, denn wo ist die Hintergrundrecherche? Look. YouTube Deutschland hat es schon lange vor YouTube Schweiz gegeben. Klar ist YouTube Schweiz noch nicht so groß, aber YouTube Schweiz ist immer weiter und weiter dran. Ehrlich, wenn man mal in YouTube eingeben würde, anstatt Babys Beauty Palace oder Gronk oder sonst wer, wo ihr schaut, gebt doch mal ab und zu in der Suchleiste ein SwissTubers. Also SwissTubers. Denn was Blick nicht geschrieben hat, ist zum Beispiel über TubeCon hat Blick zwar berichtet, aber mehr ist auch nicht gewesen. 20 Minuten hat auch darüber berichtet, aber ich glaube, es ist auch nicht mehr gewesen. Also von dem habe ich halt nicht mehr viel mehr gelesen. Falls das falsch ist, korrigiert mich bitte. Und ja, wir haben den TubeCon gehabt, aber von dem ist nicht mehr was sagen, was ist. YouTube Schweiz ist sich am entwickeln. YouTube Schweiz hat es noch nicht so früh gegeben wie YouTube Deutschland. Denn auch ich muss sagen, ich habe YouTube Deutschland zum ersten Mal mit 13 entdeckt. Ich habe glaube mit 13 meinen ersten YouTuber gefunden, der white-titty war. Wow. Und dann habe ich den Gronk gefunden und weiteres. Aber die Geschichte kennt ihr ja schon von mir. Die Geschichte habe ich euch schon mal erzählt. Was einfach der Punkt ist, warum schreibt Blick nicht, ja, Schweizer YouTube-Szene gibt es noch nicht so lange, aber die Schweizer YouTube-Szene ist am Bilden. Es ist zwar noch nicht ganz da, aber es bildet sich. Weil wenn man nachher schauen würde, ich könnte euch so viele Schweizer YouTuber aufzählen, wo niemand schaut, wo eigentlich genauso guten Content machen wie Julian Bam, Babys Beauty Palace, Gronk und sonstige grosse YouTuber. Ganz ehrlich, ich kann euch viele gute Seiten empfehlen. Zum Beispiel, ich kann euch empfehlen, suche mal auf YouTube The Greenie. Oder der Ash April. Oder der Swistendo. Oder der Sourdash. Oder falls ihr mir auf Zeichnungszeug steht, geht doch bei der Ayo Yuna vorbei. Oder bei anderen Leuten, die ihr kennt. Schaut. Ich bin nicht dagegen, dass YouTube Deutschland größer ist als Schweiz, aber das, was Blick geschrieben hat, ist echt oberflächlich, muss man echt sagen, und echt schlecht recherchiert. Ich habe das gesehen, also wir haben, ich und die
ich und ein paar Swiss-Tubers haben eine Gruppe, also eine WhatsApp-Gruppe, und dann hat uns jemand reingeschickt und ich bin... Ich habe genau das Handy so in der Hand gehabt, ich bin gerade im Kurs gewesen, wo ich hatte. Ich bin im Kurs gegangen und habe das gesehen und ich nur so, what? Und dann habe ich gedacht, so, Blick, das ist nicht euer Ernst, oder? Egal. Was man damit sagen will, es kommt langsam. Klar, ihr habt eure Lieblings-YouTuber. Aber würde es euch mal schaden, anstatt eure Lieblings-YouTuber mal auf YouTube, Google, also YouTube oder Google suche irgendwie Swiss-Tubers oder Schweizer YouTuber zu suchen? Weil wenn ihr das eingebt, findet ihr mega coole Schweizer News-Seite oder der Greenie, sehr guter Kanal, Vlog-Kanal. Es gibt noch viele, zum Beispiel auch das Nintendo, super Gaming-Kanal. Oder Sabotage, super Gaming-Kanal. Und die zwei, und es gibt noch so viele weitere, zum Beispiel der Zinus. Ich glaube nicht, dass viele von euch gewusst haben, dass der Zinus ein Schweizer ist, oder? Zum Beispiel der Zinus, er macht hochdeutsche Let's Plays. Klar, trotzdem ist er ein Teil von der Swiss-Tubers. Oder CL Noir, die macht auch ganz gute Vlogs. Zum Beispiel mit ihrer Reihe Hey Steffi, die finde ich ganz toll. Schaut. Ich wollte mich nicht aufregen. Aber was ich euch ans Herz legen kann. Anstatt dass ihr mal eure Lieblings-YouTuber schaut, geht doch mal auf YouTube und sucht Schweizer YouTuber. Also Schweizer YouTuber. Klar, und wenn ihr jetzt sagt, ich bin ein Deutscher, ich verstehe kein Schweizerdeutsch. Das ist okay. Es hat Untertitel. Du kannst dir das auf Deutsch übersetzen lassen. Du kannst dir praktisch Untertitel übersetzen lassen. Und zum Beispiel unter meinen Videos kann ich immer wieder sagen, wenn ich ein schweizerdeutsches Video mache und ich weiß, dass ein paar Hochdeutsch vielleicht meine Videos finden werden, dann sage ich immer wieder, wenn euch etwas nicht klar ist, dann schreibt es in Kommentare. Kommentarliste. So ein kleiner YouTuber wie ich oder wie die anderen, die lesen die Kommentare und nehmen sich zu Herzen. Sie versuchen aus diesen Kommentaren praktisch sich zu verbessern. Ich glaube, ich mache auch noch etwas. Und nämlich der YouTuber Nintendo hat eine Reihe gemacht von ganz vielen guten Schweizer YouTubern. Natürlich komme auch ich vor, aber es gibt auch ein paar andere Schweizer YouTuber. Das Video ist sehr gut gelungen, muss ich sagen. Props zu dich, Props an dich, Nintendo. Halt auch. Vielleicht eine Alternative, anstatt Swiss-Tubers einzugeben und dann verschiedene Swiss-Tubers zu haben und keine Ahnung zu haben, welcher ist gut, welcher ist nicht gut, welcher macht das, welcher es macht. Zum Beispiel, welcher Schweizer YouTuber macht, zum Beispiel, ich liebe Minecraft Let's Plays, ich schaue das beim Gronk. Bei welchem Schweizer YouTuber kann ich Minecraft schauen? Zinus, zum Beispiel. Oder wenn man eingeht, es gibt, glaube noch viele weitere, aber ich kann mich da nicht aus. Ich sage nur so ein bisschen die ich kann. Und, oder zum Beispiel bei Vlogs, so, Vlogs, bei wem kann ich das schauen? Zum Beispiel beim Manu Brödli oder beim Nintendo oder beim Sabotage. Genau, apropos Gaming, beim Sabotage gibt es auch noch Gaming. Also wisst ihr, klar, man schaut nur das, was man gerne hat, aber ich glaube, es wird ab und zu mal gut tun, wenn die Leute, die ihre Sachen gerne haben, mal auch etwas anderes schauen. Weil ich selber bin wirklich so ein Mensch, ich kann sagen, ich schaue das, was mir gefällt. Aber ab und zu habe ich einfach keinen Bock auf das, was mir gefällt. Und manchmal sage ich auch zu mir selber, Nati, look, du schaust immer Gronk und Pan und Tobi und Curry und Dehner und Julian Bam und so viele weitere deutsche YouTuber. Da denke ich mir nur so, weißt du was? Du gehst jetzt auf YouTube, gehst in Swiss-Tubers oder Schweizer YouTuber und dann, für so habe ich auch das Swiss News gefunden. Oder ich habe den Greenie gefunden, oder der Ash April, oder CL Noir, oder das Nintendo, oder die viele weitere YouTubers. Also Swiss-Tubers nennt man sie praktisch. Ich finde, das ist einfach wichtig. Geht dass ihr aber andere Videos schaut. Man kann Untertitel einschalten, wird sogar bei einem deutschen Video, okay? Zum Beispiel schaue ich auch manchmal einfach so
deutsche Sachen mit Untertiteln, weil ich es manchmal nicht richtig verstehe, was sie sagen. Das ist nicht böse gemeint, aber manchmal mit Untertiteln verstehst du es besser. Und falls auch die Untertitel nicht alles übersetzen, dann lasst euch die Wörter an, googelt die Wörter. Schweizer sagen auch ganz viele Wörter und wissen nicht, was das bedeutet. Und ganz vieles wird vom Französischen abgeleitet. Okay. Zum Schlussfazit, Blick hat ziemlich oberflächlich recherchiert. Und bitte, nehmt den Rat an und schaut einmal Schweizer YouTuber. Klar, ihr versteht nicht alles. Es gibt Untertitel, es gibt Google-Übersetzer. Okay, gut. Sind vorsichtig mit Google-Übersetzer. Weil ich glaube, einige von euch haben sicher unseren Stream gesehen und ja. Bruh. Egal. Ihr könnt Sachen dingeln. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, falls ihr das Wort nicht verstanden habt. Und dann versuchen wir es weiter zu übersetzen. Mit jedem Schweizer YouTuber, der dazukommt, wächst es. Und glaub mir, an der TubeCon, ey. Also, nicht böse gemeint, aber dank mir ist ja Ayuyuna gekommen. Und Selina und der Yannick und der Saberdash sind gekommen, weil ich ihnen gesagt habe, oh mein Gott, TubeCon, kommt, ich will mit euch gehen, ich treffe in Zürich. Und ja. Also ich habe sie angestiftet, an TubeCon zu kommen. Und theoretisch ist das gar nicht so falsch gewesen. Weil ich bin dort an der TubeCon gesehen und denke so, ich sehe große YouTuber, aber how are they gonna react? Und das ist mega lustig gewesen. Wir haben zum Beispiel mit dem Ash April geredet. Und ich habe es mega cool gefunden, der Ash April hat sogar einen von meinen Videos erkannt. Das ist sehr, sehr nice gewesen. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Ich habe mich echt gefreut, dass der Ash mich erkannt hat und mit uns geredet hat. Also er mit uns geredet, mit uns allen, mit uns in der Gruppe. Und er hat dann gesagt, das ist cool und so. Und er hat auch mit der Dainas geredet, mit der Ayuyuna geredet. Er hat das. Also es ist wirklich cool gewesen, mit ihm sich auszutauschen. Und wir haben den Saiyan gesehen. Wir haben mit ihm auch geredet, das ist mega cool gewesen. Oder mit der Ciel habe ich auch ein bisschen geredet. Oh mein Gott, mein Herz ist so tudum. Little Fangirl Moment. Aber es ist cool gewesen, mit ihr zu reden. Aber es ist richtig cool gewesen, zum Beispiel der Luca und Takera. Ich habe gar nicht gewusst, dass er ein Schweizer ist. Und ich verfolge ihn schon mega lang. Ihn habe ich gesehen, oder zum Beispiel haben wir ganz oft mit dem Greenie geredet. Und wir sind auch ganz oft in Greenies Videos vorher. Also ich weiß nicht, wie es geschnitten geht, aber er hat uns auch interviewt und gefilmt. Und ja, also es ist so viel gewesen. Also wir haben wirklich ganz viele YouTuber getroffen in diesem Event. Und es ist richtig cool gewesen, weil wir halt immer von dem Ding und auch von den Workshops. Die Sachen von den Workshops haben eigentlich wirklich geholfen, weil sie haben einen Mut gemacht und dann gesagt, das und das ist gut. Also sie haben das auch gesagt, du kannst mit dies und das. Also sie haben einfach gesagt, du kannst mit allem filmen, egal ob mit Handy, Kamera. Und du kannst mit allem aufnehmen, egal ob mit einem SingStar-Mikrofon oder einem normalen Mikrofon oder einem Kameramikrofon. Egal was, du musst einfach nur machen. Und falls du jetzt gerade da das Video siehst und denkst, Mann, ich würde gerne YouTube machen, aber ich traue mich nicht. Denk nicht dran. Vergiss, was die anderen denken. Es geht darum, was du willst. Wenn du gerade vor dem Video sitzt und denkst, boah, ich will auch YouTube machen, aber ich habe kein Schnittprogramm, ich habe keine Kamera. Fuck off! Nimm dies Sony, dies iPhone, dies Android, dies Google Phone, Windows Phone, Huawei, was auch immer das für Marken gibt, also no Product Placement, aber nimm dieses Handy und film einfach drauf los. Das ist das, was ich gemacht habe. Und schaut, tada, das Video ist entstanden. Look. Es gibt immer Leute, die sagen werden, es gibt immer Leute, die sagen so, du machst YouTube. Also zum Beispiel bei mir. Es gibt viele Verwandte von mir, die mich gesehen haben, dass ich YouTube-Videos mache und dann gesagt haben, hä, du machst YouTube-Videos? Paar haben mir davon abgeraten, YouTube-Videos zu machen, weil das meine berufliche Karriere zerstört. Ich habe sehr oft Leute getroffen, die gesagt haben, ich habe mit YouTube aufgehört, damit ich mich auf meinen Beruf konzentrieren kann.
Aber durch YouTube habe ich nie so tolle Menschen kennengelernt. Mein Leben ist okay, wie es gerade so ist. Klar, ich habe nicht das beste Leben und ich kann mir nicht so wie denen teure Kameras leisten oder gute Mikrofons oder einen fetten PC, so wie das Nintendo oder sonst irgendjemand anderes, der so einen fetten 4K-Monitor hat. Oder wenn du einfach etwas aus Leidenschaft machst und es einfach pure Energie und das ganze Herz hinein tust, dann wird es großartig. Also, du musst auch nicht verdienen mit YouTube. Schau mich an, ich verdiene nicht mit dem. Ich mache aus meiner reine Leidenschaft und meine ganze Freiheit geht für das drauf. Aber das macht mir nicht, dass meine Freiheit drauf geht. Freizeit drauf geht. Weil es ist mein Hobby, meine Leidenschaft, meine Passion. Und ich mache es, weil ich es gerne mache. Und ich sag dir eins, wenn du YouTube machst, um nur Geld zu machen, dann hör gerade damit auf. Das bringt nicht. Mach YouTube, weil es dir Spaß macht. Wie YouTube früher sein Logo hat, YouTube, broadcast yourself. Das ist das, was ich immer haben will, also das ist das, was ich mich selber nie getraut habe. Und was ich selber auch im August 2016, letztes Jahr, verwirklicht habe. Und nun sind wir am 6. Februar 2018. Das ist jetzt 3,5 Jahre her. Und vorher hatte ich noch 2 andere Channels gehabt. Also 2, 3 andere Channels. Aber schau, wo ich jetzt bin. Klar, ich habe jetzt nicht 200 Abonnenten oder 4,5 Millionen Abonnenten, so wie der Gronk, aber ich bin happy, ich bin happy damit. Ich bin gerade wirklich fröhlich mit dem, was ich gerade habe. Auch wenn es nicht die beste Qualität ist. Und viele mir sagen, kannst du mit dem Laptop überhaupt aufnehmen? Ja! Sonst würden da nicht die Labervideos entstehen, die Faktenvideos, die Date Ariane, was, das kommt ja noch. Die vielen weiteren Videos, die auf meinem PC sind. So, mach einfach. Ich glaube, wenn du nämlich so schüch bist wie ich, dann macht das dich noch stärker. Weil man sagt immer, what doesn't kill you makes you stronger. Und das hat YouTube bei mir gemacht. Und ich danke YouTube und meinen YouTube-Kollegen und Kolleginnen dafür, die heutzutage meine Freunde sind. Ich danke ihnen dafür, dass sie mich zu dem Mensch gemacht haben, wo ich jetzt bin. Denn so bin ich nämlich glücklich. Mit dem wundervollen Satz wollte ich mich verabschieden und falls ihr den Artikel von Blick lesen wollt, ich tue da sicher die Infobox. Und falls ihr jetzt wegen dem Video angeregt sind, um neue Schweizer YouTuber anzuschauen, ich verlinke euch noch im Nintendo seine Reihe verschiedene Schweizer YouTuber in der Infobox. Und ja, mit dem schönen Wort, mit diesen guten Worten verabschiede ich mich jetzt, weil ich habe das Gefühl gehabt, weißt, Blick ist, ich weiß nicht, wer Blick leitet, aber ganz ehrlich, Blick ist eigentlich ja in der Schweiz. Warum macht Blick Schweiz so runter? Also Schweizer YouTuber so runter? Und ja, falls ihr Lust habt, eure Meinung dazu zu äußern, dann schreibt eure Meinung doch in die Kommentare. Ich tue gerne mit euch in den Kommentaren diskutieren und ein bisschen brainstormen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst Like und Abo da. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und tschüss, ciao. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und tschüss, ciao, Ade.